Sie sich einmal vor, das Herzogtum Limburg würde gar nicht Limburg heißen, sondern einen ganz anderen Namen tragen. Und doch wäre es beinahe so gekommen. Guten Tag, ich bin Alain Brose und heiße Sie herzlich willkommen auf Doc von Limburg. Der Historiker Jean-Louis Cuypers von der Universität Lüttich zeigt in seinem Artikel Les origines du Duché de Limbourg-sur-Vesdre, die Ursprünge des Herzogtums Limburg an der Weser, dass unser ehemalige Herzogtum seinen Namen erst im 11. Jahrhundert angenommen hat. Das 11. Jahrhundert, das Jahrtausend, ist das schöne Mittelalter. Es ist eine Zeit der Erneuerung. Nach den Kriegen zwischen den Erben Karls des Großen und den Einfällen der Wikinger kehrt allmählich wieder Ordnung ein. Das Klima verbessert sich und stabilisiert sich. Otto der Große gründet das Heilige Römische Reich, die Kapetinger übernehmen die Krone Frankreichs und Wilhelm der Eroberer erobert England. Die Kirche verhängt den Gottesfrieden, um den Kriegseifer der Ritter zu besänftigen. Es ist die Zeit der romanischen Kunst und, um mit den Worten von Guibert de Nogent zu sprechen, Europa bedeckte sich mit einem weißen Mantel aus Kirchen. Einige davon haben bis heute überlebt. Aber das ist nicht alles. Um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten, ist Europa auch mit Burgen übersät. Einige davon sind legitim. Sie repräsentieren die öffentlichen Autorität des Kaisers oder Königs in den entlegensten Regionen seines Reiches. Andere, seltenere, sind usurpiert. Sie versuchen die Autorität ihres Clans auf Kosten der legitimen Herrschaft zu festigen. Die Wahl von Limburg war klug. Einerseits war dieser Hügel, der die Weser überragte, schwer zugänglich. Andererseits lag er an einer römischen Straße. An dieser Stelle der Weser gab es bereits seit der Römerzeit eine Brücke, die Brücke Herkules. Herkules, der Held und Beschützer der kaiserlichen Macht, wurde in unserer Region sehr verehrt. Im Mittelalter wurde der heidnische Kult durch den Kult des heiligen Georg, dem Schutzpatron der christlichen Ritter, ersetzt. In jenen fernen Zeiten trug Limburg jedoch den Namen Hèvremont oder Heimersberg, je nach Quelle. Erst ab 1030 änderte Limburg seinen Namen und wurde schließlich zu Limburg. Heute ist Hèvremont ein kleines Dorf südlich von Limburg, aber es bewahrt sorgfältig den Namen, der auch der unseres Herzogtums hätte sein können. Das Herzogtum Hèvremont gab der Provinz Hèvremont ihren Namen, die nahe der Unabhängigkeit Belgiens in 2 Provinzen aufgeteilt wurde. Tatsache ist jedoch, dass derzeit 2 Provinzen, eine belgische und eine niederländische, beide den Namen Provinz Hèvremont tragen.
Um 1030 baute der Herzog von Lothringen, Friedrich von Luxemburg, die Festung Limburg, deren Existenz 1033 schriftlich belegt ist. Zu dieser Zeit ließ Friedrich von Luxemburg, Herzog von Lothringen, die Festung Limburg errichten. Der Name Limburg stammt jedoch nicht aus unserer Region, sondern wurde aus Deutschland importiert. Nordöstlich von Speyer befindet sich die Abtei Limburg an der Hart. Es handelt sich hier um eine dieser Zeit besonders bedeutende Abtei, eine kaiserliche Abtei. Hier ruht Königin Gunhilde von Dänemark, die Gattin von Kaiser Heinrich III. Hier legt auch eine Synode fest, wie der Advent zu feiern ist. Eine Regel, die bis heute befolgt wird. Nur wenige Kilometer von der Abtei entfernt befand sich die zukünftige Kathedrale von Speyer, in der die Herrscher der Salichen Dynastie ihre letzten Ruhestätte finden sollten. Bereits im Bau. Und ihr Abt war keiner geringerer als Poppo, der berühmte Abt von Stavelot-Malbedy. Sein Vogt war Friedrich von Luxemburg. Ein Vogt ist eine Art Anwalt für ein kirchliches Gebiet. Er spricht Recht und verteidigt es vor Gericht und mit dem Schwert. Als 1065 Friedrich stirbt, wird er zusammen mit seiner Frau Gerberga in Stavelot beigesetzt. Aber woher kommt der Name Lindburg? Es ist ein Wort keltischer Ursprungs. Es bedeutet die Burg des Drachen. Ein passender Name für eine Festung. Wenn man jedoch genau hinschaut, wer ist der Schutzpatron von Limburg und seine Kirche? Der heilige Georg, der den Drachen besiegt hat, so wie einst Herkules die Hydra von Lerna besiegt hatte. Der Kreis schließt sich. Die Festung wird zum Symbol für die Macht und die Abstammung der Grafen und später der Herzöge von Limburg. Als Friedrich von Luxemburg seiner Festung, die über die Weser thront, den Namen der Abtei von Limburg gibt, bekräftigt er damit seine Loyalität gegenüber der kaiserlichen Familie der Salier. Im Jahr 1081 tritt ein junger Mann von etwa 20 Jahren auf den Plan. Heinrich von Limburg. Er ist Graf von Balen und Vogt der Abtei Sintreuden. Er ist auch der Erbe Friedrich von Luxemburg, seines Großvaters mütterlicherseits und des Grafen Udo von Limburg, seines Vaters. Der Vorname Heinrich wurde nicht zufällig gewählt. Es ist ein kaiserlicher Vorname, eine Hommage an die Salier. Limburg hingegen ist ein Allodialgut, also ein Privatbesitz, der aus einem ehemaligen prestigeträchtigen königlichen Fiskus hervorgegangen ist und sich in den unmittelbarer Nähe der kaiserlichen Macht befindet. Im Jahr 1101 rebelliert dieser temperamentvolle Ritter gegen seinen rechtmäßigen Herrscher, Kaiser Heinrich IV. Ja, genau der Papst Gregor VII. Im berühmten Investiturstreit gegenüber gestanden hatte. Doch der Kaiser gewährte ihm schließlich Gnade. Und noch besser, er vertraute ihm das Herzogtum Lothringen an, wie zuvor seinem Großvater. Dieses Herzogtum war seit dem Tod Gottfrieds von Bouillon im Heiligen Land vakant geworden. Heinrich I. von Limburg erwies sich seinem Lehnsherrn gegenüber als loyal. Im Jahr 1106 gehörte er zu den letzten Getreuen des Kaisers, als dieser, angegriffen von seinem eigenen Sohn Heinrich V., nach Lüttich floh.
Heinrich von Limburg fügte dem rebellischen Sohn bei Dahlen eine schmerzhafte Niederlage zu. Von diesem Moment an etablierte sich Limburg, das sowohl Festung als auch Herzogtum war, als Machtzentrum zwischen Lüttich und Aachen. Wenn Ihnen meine Arbeit gefallen hat oder wenn Sie sie nützlich und gut gemacht finden, denken Sie daran, sich an Doc von Limburg zu abonnieren, dem Kanal treu zu bleiben, anderen davon zu erzählen und die Videos zu teilen. Viele weitere Videos und Serien kommen sehr bald.